Servus und herzlich willkommen zu einem neuen Clash of Clans Video. Heute sage ich euch, wie man relativ schnell dunkles Elixier farmen kann. Also was hab das mit meinem Max-Account hat immer recht gut hingehauen. Also bis jetzt habe ich die Truppen zusammengestellt, das ist jetzt keine genaue Truppenzusammensetzung nicht. Also ich greife einfach ganz normal mit Bartsch an. Jetzt schauen wir erstmal, dass ich die Truppen loswerde. So, hier ein Gegner. Also ich setze mir da meistens immer so ein Ziel, ab wann das ich angreife. Meistens sind es so 400, 500 Dunkles, was ich kriegen kann. Und ich schaue, dass ich immer, wenn ich sowas mache, meine Helden habe. Ich weiß, die Leute, die recht viel Clash of Clans spielen, die haben meistens nicht beide Helden zur Verfügung, weil es... Jetzt kommen Clanburg-Truppen raus, das juckt mich nicht. Die haben nicht beide Helden zur Verfügung, weil sie immer irgendwo an Leveln. Aber normalerweise so geht's auch. Da brauche jetzt, bei dem Gegner brauche ich jetzt meine Helden eigentlich nicht. Schauen wir mal. Ja, jetzt hätte es einmal Queen, aber das hätte es jetzt nicht unbedingt braucht. Und ich gehe halt nur aufs Dunkle. Also das andere, wenn es jetzt einmal recht viel ist, lasse ich es liegen. Nehme ich schon mal mit, meine. Aber sonst lasse ich es liegen. Und habe jetzt halt 800 Dunkles gekriegt. Die ist jetzt halt nicht schlecht, sage ich mal. Also wenn man, ich habe jetzt auch nicht viele Truppen dafür eingesetzt. Okay, und jetzt halt haue ich einen Boost rein bei alle Kasernen. 1 Stunde lang und dann power ich durch. Und dann greife ich immer einen Gegner an, der wo so ungefähr über 400 Dunkles hat. Also ich werde jetzt halt nicht eine komplette Stunde lang euch das Video zeigen, sondern ich habe euch jetzt ein bisschen vollgelabert. Jetzt halt füge ich ein paar Replays ein und dann sehen wir uns in einer Stunde wieder. Und dann schauen wir mal, wie viel Dunkles das ich zusammengefarmt habe. Also ich habe jetzt bei 43.000 angefangen. Jetzt schauen wir mal, wie viel das am Schluss ist. Bis gleich. So, die Hälfte ist rum. Ich habe bis jetzt so knapp 19.000 Dunkles erfarmt. Ich hoffe mal, dass es so weitergeht. Was ich aber jetzt nicht glaube, weil die Gegner werden jetzt schon nicht mehr so gut. Man sagt jetzt da, ich benutze mal relativ wenig Truppen. Das eine oder andere Mal zerstöre ich ein Rathaus, damit ich nicht so schnell mit den Pokale runterkomme. Also wenn es auf Pokaljagd gehen wollt, dann die Taktik nicht hernehmen, aber normalerweise farmen die meisten. Und meistens kommt es bloß auf Clankrieg drauf an. Da sagt man auch, wenn man das summiert sich halt mit der Zeit schon die kleinen Beträge. Und deswegen finde ich, ist das meine Lieblingstaktik, um Dunkles zum Farmen. Also, dann sehen wir uns in einer halben Stunde wieder.
So, die letzten 2 Minuten, knapp 2 Minuten von meinem Boost laufen. Ich habe jetzt halt schon 40.000 Dunkles zusammengefarmt. Die letzten paar Angriffe, die machen wir jetzt zusammen. Da schaue ich jetzt nochmal ein bisschen. Ich lasse meistens immer bloß so 100 Truppenkapazität. Das gelangt mir jetzt eigentlich schon, weil ich meistens bloß ein bisschen die Bohrer ausleere. Suchen wir gleich mal einen Gegner. Da hier unten in Silber oder auch Bronze, aber Bronze ist dann schon grenzwertig. Das ist noch recht gut zum dunkles Farmen. Wenn man jetzt halt normal farmen möchte, ich habe zwar jetzt auch einen Haufen Gold für eine Stunde, es geht mehrer, einen Haufen Gold und einen Haufen Elixier für eine Stunde zusammengefarmt, aber das ist in Kristall oder so besser. Also da ich dann wirklich in Kristall gehe oder sagen wir mal Gold 1, das ist für die zum Gold- und Elixierfarmen besser. Dann habe ich aber auch immer die gleiche Taktik hergenommen, bloß habe ich da mehr Truppen natürlich ausgebildet, weil so sind es beim Rathaus. Da nehme ich noch ein bisschen mit, wenn ich es noch wieder. So sind es beim Rathaus 9er 2 Bohrer. Da gelangt eigentlich ein paar Bogis oder ein paar Barbaren, die gelangen da eigentlich dafür. Und wenn man dann weiter hochgeht, die sind halt einfach, man hat mehr Sammler und so, da braucht man dann natürlich auch mehr Truppen. So, das reicht. Haben wir 600 Dunkles und einen Stern auch. Ja, ich darf immer, wenn es geht, versuche das Rathaus mitzunehmen. Damit man halt nicht so schnell runterkommt. Also greife dann an bei 400 Dunkles, greife ich einen an, wenn ich das Rathaus kriegen kann, und so 500, 600, da greife ich dann mit mehreren Truppen an, sonst setze ich eigentlich nicht so viel ein. Wenn es sich lohnt, dann kann man schon mal 200 Truppen auf einmal raushauen. So, die letzten 10 Sekunden. Über 40.000 Dunkles gefarmt. Da kann ich jetzt dann gleich mein Golem auf Level 4 starten. Das habe ich schon länger vor. Machen wir noch einen Angriff, das ist jetzt egal, da nehmen wir jetzt die 90 Truppen. Schauen wir, dass wir die 2 Bohrer kriegen. Das Rathaus steht auch schon weiter draußen. Das gekriegt, das war natürlich jetzt nicht optimal. Schauen wir. Die 2 Bohrer müssen eigentlich locker weggehen. So, das Rathaus haben wir auch noch. 1000 Dunkles. Passt doch. Und dann starten wir mal gleich ein Golem. 14 Tage. Passt. So, das war's mit dem heutigen Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Es hat euch ein bisschen weitergeholfen. Wenn ja, lasst einen Daumen nach oben da. Wenn ihr mehr sehen wollt, mehr Taktiken oder was für Taktik, dann schreibt es in die Kommentare. Viel Spaß beim Farmen und nehmt mal bloß nicht Gegner weg, gell? Also, bis zum nächsten Mal. Servus.